Ja, da sitzen wir hier. Da sitzen wir hier. Kelly, Ja, Joel? hast du schon ein Pepperlicken am Bauch? Kein richtig, nimm der metaphorische. Nimm der metaphorische. Du da aber gekribbelt. Ja, wobei bei mir kribbelt es nicht so am Bauch. Bei mir kribbelt es echt da an den Händen, und mein Herz fängt ganz sehr zu schlagen. Und ich kriege für eine Abregung Durchfall. Was vielleicht für die Piperlick geschätzt. Sie ist in einer anderen Form. Schon spannend, bei mir kribbeln die Hände auch. Wirklich? Ja. Das hier ist Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Joel, Kelly? wie merkt den, wer den von einer Person will? Das ist eine gute Frage. Ich habe die Frage mein ganzes Leben lang gestellt. Und ich habe mir ganz lange nicht sicher, wen das gibt merken und wen überhaupt gibt merken, dass die verlebt wird. Also das wäre für mich immer ein ganz grosses Mysterium. Und ich hatte dann oft Situationen, wo ich gedacht habe, mir ist das so, ist das nicht so. Und hat vielleicht ein bisschen gekribbelt an den Händen oder am Bauch oder so, aber nicht so viel. Und irgendwann wärst du richtig verlebt, so, dass ich das einfach wusste. Und das wäre ganz komisch, wenn ich gedacht, okay, das ist ganz ähnlich wie die Karriere Fiedron. Und das wird am Anfang gemeint, dass ich ganz viele Fragen gestellt habe, was ich am Anfang von den anderen Leuten wollte. Und jetzt seht ihr auch, ich will etwas von der Person. Ja. Und ich fand das ganz, ganz interessant, wo ich darüber nur gedacht habe, was für verschiedene Formen von Unzähhungen, weil das Thema von dieser Episode Yes. es gibt, dass den dazu sieht, ich will etwas von dir oder ich will etwas von dem, und sie den aber nie wahrnehmen. Warte das, yes. Und ich meine, das ist schon ein Spoiler, das ist ein bisschen so das, worüber wir noch schwätzen werden. Ich muss so, in den Verwirrungsmoment hatte ich auch schon wie oft, weil ich in meiner Jugend immer gedacht habe, ich wäre verliebt. Und dann aber nicht so richtig war, oder alles, wenn ich mich neu verliebt und ernst war. Und dann habe ich gedacht, okay, da geht es meinem Alter halt einfach besser, mehr intensiv. Und dann habe ich mal angefangen, mich an meine gute Freundinnen zu verlieben. Und hat sich aber auch nicht gefehlt, wie so die Crushe mit den Personen, mit denen ich dann noch eine romantische Sexualbeziehung hatte. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu googlen, no Friend Crushes oder so. Und es gibt effektiv eine mega flott Abzählung von 5 unterschiedlichen Art und Weisen von Attraktion oder Unzähhung, die für mich mega hilfreich war. Und die enthalten wir erst natürlich nicht 4. Ich hatte mir Joel also auch schon geschickt. Nämlich gedacht, Smash, Crush, Squish, Lush und Swish. Das wäre ein bisschen sehr. Also, die sexuelle Unzähhung, das ist das Smash. Yes. Das ist einfach, ich will mit der Person Sex haben. Dann gibt es die romantische Unzähhung, die hast du schon genannt, the Crush. Yes. Also, ich bin erdrückt von der Liebe, die ich von der Person spüre. Dann gibt es the Squish, das ist platonisch oder freundschaftliche Unzähhung. Das fand ich ganz interessant, dass das auch so als Unzähhung gelabelt wird, aber da kann man nur ein bisschen drüber schwätzen. Dann gibt es den Lush, das ist nicht ein Geschäft, wo ich komisch Seele kaufen kann, aber es wird für eine Person, ob die sensuelle Unzähhung verspürt, zum Beispiel Leute, mit denen ihr gern kuschelt. Und dann gibt es noch den Swish, das ist die ästhetische Unzähhung, dass die Leute, die ihn einfach gerne guckt. Und das fand ich auch schön, weil ich meine schon das relativ oft, dass ich so ein Swish schon ableite. Und nicht, dass ich bis nur wirklich ein Wort dafür oder mit das Wort, also schon die Begriffe auch schon enkel gelesen gehabt, aber das lang hier. Und schon oft, dass ich Leute so von weitem immens flott fanden und aber überhaupt kein Interesse haben, für sie kennenzulernen oder irgendetwas mit denen weiter zu dienen haben. Wir einfach denken,
oh, was denkst du, Person? Ja, das kann ich auch. Und dann, wenn ich aufhänge mit der Person zu schwatzen, und irgendwie, da merken, am Anfang hatte ich gar kein Interesse drin, der irgendwie etwas Sexuelles zu machen oder so zu kussen oder so, weil das merkst du ja ein bisschen so, wenn man nicht schwatzt oder flirtst, und dann bist du so, oh, ich hatte mega Lust, die Person noch zu kussen oder zu gucken, was entsteht. Und dann, also aber so, nee, das ist kein Smosh, es sind nicht sexuell attrahiert, das ist Swish. Ich gucke nicht einfach gerne. Ja, und das fand ich hilfreich. Und ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht, ob wir einen Swish kann haben. Und ich meine, Swish ist die Form von Unziehung, die an den meisten Beziehungskonstellationen kann haben, weil das kann eine Celebrity-Person sein, es kann eine Person sein, die ist einfach nur random auf der Straße gesagt, es kann eine Bekanntschaft sein, die ist da heinst du croisiert sozusagen, an dem Alltag, es kann ein Freund oder eine Freundin sein, oder auch zum Beispiel Partner oder eine Partnerin, mir da kommen wahrscheinlich noch eine Form von Attraktion dabei, von einer Person so labeln. Ich fand die Labeln enorm interessant und auch wirklich höllefreich, weil sie so das Gefühlschaos, das ich wiederum, was sie beschrieben haben, oder was wir alle beide beschrieben haben, was den oft dann hört, was die gar nicht weiß, ich will etwas von der Person mehr Wert empfangen, dass den dann mal wirklich kann benennen und dann noch irgendwie rausfinden kann für sich selber, okay, das kann ich mir vorstellen, das nicht. Für mich ist das wirklich eine enorme Erleichterung, dass es die wieder gibt, weil ihn dann noch einfach merkt, okay, ich muss nicht alles mit einer Person haben. Ja. Oder just weil ich eine Person flott zu gucken fand, hier steht noch lange nicht, dass ich an sie verliebt bin, dass ich will Sex mit ihr haben, dann muss das alles nicht heischen. Und ich habe das Gefühl, dass das immer so, all die verschiedenen Lehren, die gehen immer so zur Summe gedrätscht. Also platonisch schon mal vielleicht nach raus, mehr die anderen Feier, die gehen da so zur Summe gedrätscht. Und du musst das alles für eine Person empfangen und das darf auch schon eng sein. Also das ist quasi so, wie die Norm definiert wird, gebe ich so ein. Das ist aber auch nicht so. Also das ist vollkommen okay, Leute zu haben, die just gerne guckt, das ist vollkommen okay, Leute zu haben, mit denen ihr just gerne Sex hört. Und das ist vollkommen okay, einfach Freundschaften zu haben, yes, mit Leuten. Und das ist auch super okay. Und das fand ich auch immens flott, ich hatte ja schon gedeutet, dass die platonische Unziehung du auch eben an der Ablöstung mit dran ist. Weil ich das manchmal aber oft tun, dass ich Leute so cool fand, so, dass ich denke, oh, ich will der Kollege sein. Sie standen aber dann so, weil ihn da so abgeregt ist und weil es vielleicht einfach da ein bisschen kribbelt, ihn sich dann nur vorstellen, so, was ist das da am Anfang für ein komisches Gefühl, für eine komische Unziehung, die schon, aber wenn ich dann einfach so kann, nee, ich habe eine platonische Unziehung und die Person. Schon ein Squish. Ein Squish. Ja, und das beschäftigt mich viel, weil ich das Gefühl, an unserer Gesellschaft gehen zwei Köchten. Platonische Freundschaft und sexuell-romantische Beziehungen oder Partnerschaften. Und das, was an die eine Köcht geht, passt oft nicht an die andere, sozusagen. Ja. Oder die eine exkludiert die andere. Und du musst dich bei einer Person entscheiden, ob du sexuell-romantisch und hier interessiert bist oder nicht mehr willst, entre Guillemets, mit hier befreundet sind. Und das kann ein Squish auf eine Person, also wirklich eine starke Unziehung, die aber platonisch ist zu einer Person, fand ich weich, die zwei Köchte schon ein bisschen anstatt Freundschaften, platonische Freundschaften, auf dieselbe Ebene wie so die romantisch-sexuell Unziehung. Was ich mega cool fand. Weißt du was? Weil es dafür drin von Normen geschwärzt ist, Amatonormativität ist schon. Nee. Es gibt eine Wissenschaftlerin, Elizabeth Brake, wird über Amatonormativität geschwärzt wird. An den Wikipedia-Artikel dazu erklärt, was das ist, nämlich, dass Leute an ihrem Leben romantische Beziehungen bzw. Bestiertnisse oder vom Elisabeth Erwartung, das hat aus seinem Leben, das priorisiert par rapport zu seinen anderen Beziehungen. Sozusagen. Also, dass du die soziale Pression hast, mir auch die Pression an deiner romantischer Partnerschaft oder deinem Bestiertnis, dass das muss die wichtigste Beziehung sein. Ja. Und damit ging natürlich auch viel so monogame Vorstellungen an hier von, es gibt nämlich eine Person, die quasi die allerwichtigste Rolle spielt, dann gibt es nämlich eine Person,
mit der ich romantisch involviert sind, mit der ich dann auch sexuell involviert sind und so weiter. Und das ist halt relativ problematisch, weil Leute, die dann aromantisch sind, also keine romantische Unzählung verspüren, oder asexuell sind, also keine sexuelle Unzählung verspüren, oder nicht monogam, gehen dann irgendwie die sozial abnormalieren, sozusagen durch die Amateurnormativität. Und schon das mega interessant fand, weil das so ein Konzept aus, was relativ viel Sachen zusammen fasst. Ja, und das ist ja etwas, was als alle Guten immer noch an die Küsten setzt, von denen du nur geschwärzt hast. Und ich fand am Anfang relativ interessant, wie aus den Küsten rauszubrechen. Und ich muss auch nicht viel von meinen Beziehungen, wie sie mal so zu nennen, und dann meine ich tatsächlich, da die entweder sexuell oder romantisch oder beides wären, oft auch eng so als Freundschaft angefangen haben oder die Grenzen dann irgendwann nicht so ganz klar wären, beziehungsweise dann so das Konzept, und ich fand die wieder dann immer ein bisschen Allen von Friends with Benefits und Freundschaft Plus, wohin da quasi eng platonisch an eng sexuell Unzählungen die Person spielt. Ich habe mich immer ziemlich lang gefühlt mit den Gefühlen. Und so gedacht, okay, das ist ein bisschen komisch, das ist ein bisschen ernst wie all die anderen. Irgendwo ist das auch gut von findet, an also einer ganz klassischer Beziehung zu sehen. Mehr aber hat ihn sich dann mich ziemlich angeengt gefühlt an so ein bisschen so eine Erklärungsnot. So wem zählen schon davon an, wem zählen schon all die Details davon, wie kompliziert das ist. Und das Film einfach kannst du sagen, dass du hast mein Freund, das hast meine Freundin und wir sind zusammen. Und dann Mensch, wie so ungefähr was gemeint ist. Ja. Und bei Schmengen kann ich noch, wenn ich das aufgeschwärzt wird mit der Person, einfach so, und wir sind zusammen und dann kommen wahrscheinlich nicht so viele Nachfragen, wie wenn ich probiert, die ganzen Tricks zu erklären. Ich denke darum ein bisschen davon auf, mit wem ich schwätzt. Wenn du geschwärzt hast von sexuell-romantischen Beziehungen, hast du express Beziehung gesucht an nicht Partnerschaft oder hast du Partnerschaft gemeint? Ich meine, du hast recht, wenn du mich mit der Frau bombardierst, weil am Anfang habe ich Partner oder Partnerinnenschaft gemeint und nicht unbedingt Beziehung. Und am Anfang kann ich auch einfach dann Partnerinnenschaft so an die Adjektive Fedron wegschlossen, dann ist es vielleicht mir klar, was ich gemeint habe. Und andererseits gebe ich dann so, vielleicht sollte man die Trennung zwischen Partnerinnenschaft und Beziehung holen oder darüber nur denken, das zu holen. Es gibt ja das Konzept von der Beziehungsanarchie, was Leute praktizieren, die so alle Beziehungen zu Menschen sind für mich gleich wichtig oder ich will da keinen großen Unterschied machen dazwischen. So nicht schon ein Partner, eine Partnerin, mit der ich zusammen bin, und das ist die wichtigste, und die anderen muss gucken, dass sie eins gehen, so, weil das so gerade das wichtigste Mensch haben so ein Netz von Beziehungen, und ich gucke gerade, was mir am besten geht. Ich meine, dass das immens viel erbisch ist, wenn ich so, also so ein Beziehungsnetzwerk aufbaut, und dass du immer ganz viel kommunizieren musst. Ich fand den Usatz aber interessant. Also das ist nicht, dass ich unbedingt so wir sollten also darauf umstellen. Ich meine noch, dass es einfach verschiedene Bedürfnisse gibt von verschiedenen Leuten, wo ihnen einfach mehr wichtig will sind für eine gewisse Person, weil die einem auch mehr wichtig ist, weil ihnen dann nun mal so fehlt. Ich meine aber, was an dem Beziehungsanarchie-Konzept gut ist, als dass ich darüber nachdenken, dass den Prioritäten selber kann setzen, und dass den noch unerkennt, dass das nicht fixes ist, mehr so fluid ist, also das kann man der Zeit wechseln und kann man sehen, dass eine Freundschaft immer mehr wichtig ist wie eine Partnerschaft oder umgedreht, und dass da an verschiedene Phasen auflaufen kann. Ja, ist das mal tatsächlich die letzte Moment geschieht. Ah ja. Ja, dass ich gemerkt habe, dass mit denen 1,5 Personen, guck, da fängt das schon an, mit denen ich eine Partnerschaft habe. Oder mit denen ich so eine Zucht von Partnerinnenschaft habe. Dass ich die Anfang Männer oft gesehen habe, weil die 2 Freundinnen davon erwunden, auch mit mir zusammen, die ich alltag hören und mit denen ich meine emotionale Themen beschwätzen und denen ich am Anfang mehr nur sehen, weil dann denen Leute, denen ich die Etikette oder das Label
Partner, Partnerin gehen sozusagen. Und das war relativ komisch, weil ich mal du nur müssen vorstellen, als das nach einem Partnerinnenschaft, als die Beziehung, die ich gerade zu der Person hun, so wie ich mir eine Partnerinnenschaft vorstellen, aber bei einer Person habe ich mir dann ein bisschen angestohlen, nee, am Anfang nicht. Und zwar nicht, weil einer Leute mal Mino sind, mehr weil die Person einfach mittlerweile zu weit fort von mir ist, dass ich Gefühl habe, dass das Label, weil ich also Beziehung gehen habe, an die Person mein Partner ist, übt so viel Druck auf mich aus, weil mit dem Label halt natürlich immer die Erwartungen kommen von wie viel Platz habe ich bei der anderen Person und ich würde aber nicht so viel Platz anholen, dann habe ich immer das Gefühl, dass es nicht genug war, weil ich konnte gehen. Das meist nicht oft genug gesehen, dass ich mich nicht genug kümmere und so weiter. Und das hat mich so unter Druck gesagt, dass ich irgendwann einfach gar nicht mehr wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mir das gar nicht mehr raussichern. Voilà. Ja, trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Beziehungen zu meinen zu engen Freundinnen teilweise genauso committed sind, wie die zu meinem nicht mehr Partner. An der Schule gesagt gehen die zwei Köchten, Freundschaft und Partnerschaft, die sich exkludieren und dann den ganzen Raum dazwischen. Und es sind Leute, die für den ganzen Raum dazwischen einen Überbegriff sich überlöst haben. Weißt du, was ich ausspiele, Joel? Ja. Du meinst queer platonisch? Ja, queer platonisch oder quasi platonisch. Die Aufkürzung ist QPR. Was ich eigentlich mega süße Aufkürzung finde. Ja, also kommen schon Bredouille für natürlich QPR-Beziehungen zu erklären, weil am Anfang wird die Etikett definiert, als das all quasi platonische Beziehungen ein bisschen anders ist. Also das ist quasi so ein Überbegriff, den die zwei Köchte, von denen wir viel drüber geschwärzt haben, nämlich die so romantisch-sexuell und die freundschaftlich, so ob alle Seiten von der Küste ein Stück aufschneidet und sie zusammen zu enger Küste möchte. Und dann noch ganz viele andere Sachen dran heute. Ja. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen von quasi platonischen oder queer-platonischen Beziehungen, wie sie können sein. Ich meine, was die gemeinsam haben, ist, dass sie einen gewissen Level von sich nur sind oder Commitment zu ihnen haben, die ihn an so klassischen Freundschaften nicht findet. Und ich denke, dass zum Beispiel der beste Freund oder die beste Freundin kennt als quasi platonisch oder QPR-Beziehung gelabelt gehen. Dass er aber auch Beziehungen können sehen von Leuten, die zusammen wohnen und vielleicht kein romantisch oder sexuell oder sensuell, also körperliche Beziehungen zu nehmen haben, mehr sich ausgemacht haben, wir wohnen die nächsten paar Jahre zusammen, wir kaufen zusammen ein Appartement oder lohnen zusammen, kriegen vielleicht sogar zusammen kann. Ohne dass du die körperliche oder romantische Ebene dabei wäre. Da gibt es aber auch quasi platonische Beziehungen, die nicht mehr platonisch sind, also wo es eine sexuelle Ebene gibt. Weil zum Beispiel bei mir an meiner Mitbewohnerin war es immer eine platonische Beziehung war, und wo aber auch ein gewissen Abend oder Momente es eine sexuelle Attraktion zu ihr gibt. Oder sogar bald etwas wie eine romantische Anziehung zu ihm spüren. Ich finde ja schon ein bisschen so angedeutet, dass ich all die Labeln will aufschärfen, aber dann habe ich immer so den anderen Impuls für noch mehr Labeln mit einem Labeldrucker zu drücken und die überall drauf zu pushen. Und ich hatte dann am liebsten gerne Graden, wo ihn alles kann ein bisschen andelen, auf seinem Crushometer, wie schlimm ist es da gerade. Vielleicht bleiben wir wohl bei den queer-platonischen Möglichkeiten, die es gibt für so eine Beziehungsbasis, schon so eine Lust. Du hast ganz viel von dem, was du schon gesagt hast, könnt du am 4. Cool. Also es gibt romantisch zum Beispiel, es gibt Freundschaft, und man hat mal so die zwei groß, romantisch und platonisch. Da gibt es Domestic, also zusammen wohnen. Ja. Da gibt es sexuell, das hat man ja auch schon. Da gibt es physische Berührungen, also sensuell. Dann haben sie halt schon Live-Partner, also das sind Leute, mit denen du Langzeitziele hast. Also du musst aber nicht unbedingt mit denen zusammen sein, du kannst ja auch
zum Beispiel wenn du wohnst siehst, wir wollen das Haus gemeinsam renovieren und das wird 3 Jahre dauern oder so, oder wir wollen auf länger Zeit irgendwie probieren an diesem Leben zusammen zu sehen, dann also Co-Caregiver, also das sind zum Beispiel Mattelter von einem Kant oder von deren oder von Pflanzen oder ich kümmere mich um meine Familie. Ich habe mit Pflanzen relativ leicht, also was du gesagt hast, von denen zusammen und weil die vielleicht auch zusammen kann er hun ich gedacht, ja kann den noch vielleicht duflenken bei deiner Hauspflanze für zu gucken wie gut das geht. Ah, Joel, mir fällt gerade auf mein Matbewohner Caregiverinnen von 11 Pflanzen. Wow, ganz viel Verantwortung. Ja, am Mittwoch ist Sonntag Gießtag. Das gut. Ja. Und die wissen dich auch, wen gießt du damit da zusammen? Nee, wir freuen immer, wie viel dich gegossen wird, sozusagen, und probieren, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Da geht es nach emotionelle Intimität an emotionelle Support. Also das sind 2 verschiedene Kategorien. Ah, okay. Fand ich auch interessant. Für mich spielt das ein bisschen so an die beste Freundin, beste Freund mal dran, also manst emotionelle Intimität. Und ich fand doch gut, dass das hier als Basis steht, weil das heißt nämlich, dass ich nicht just ein oder ein beste Freund, beste Freundin kann, mehr verschiedene Leute, mit denen emotional intim sind, denen Energie mehr in alles zählen kann. Und ich fand das ziemlich wichtig, das für mich am Anfang ziemlich cool, Leute zu haben, mit denen ich vieles von meinen Emotionen kann teilen. Emotionaler Support ist dann echt die Person, die Sache matt gedealt kriegt. Aber du hast dann oft an einer reziproker Geschichte. Also ich zähle dir ab, du zählst mir ab. Ja. Dann haben sie Social Partners, also dass die Leute zusammen ob soziale Evenementen gehen, also zum Beispiel gehen sie zusammen an den Theater oder an die Kino oder auf eine Party. Nice. Fand ich auch gut. Dann geht es finanziell, das ist natürlich auch ein Aspekt, über den haben wir noch nicht geschwärzt, aber das ist ja auch am Anfang so vom Beständnis der Grund gewesen, dass den irgendwie zusammen den Haushalt hat und zusammen die Finanzen geriert. Aber das kann ja auch an einer Freundschaft werden oder an einer Hausgemeinschaft oder an irgendeiner anderer queerplatonischer Partnerin schafft. Es gibt auch das Konzept von Shared Economy, kennst du das? Also, dass ein paar Leute einen Dippen zusammen haben, an einen Konto zusammen haben, sozusagen, wo jeder dann quasi abbezahlt an den Teil, den er braucht, für zu leben, raushält. Das wäre noch eine Form von QPR. Dann haben wir noch Kink. Darüber vielleicht oder dann die Episode von BDSM für ich mich über Kink zu informieren. Ja, dann haben sie eine Business-Partnerstunde. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich stimmt. Mich fand das am Anfang interessant, für die Sachen so neben zu stellen und ein bisschen so, okay, pick and choose. Ja, was du für gemeint hast, mit sich den Labeln heraussichen, wie das ihr quasi kennt von der Ablistung, die du gemacht hast, sich die Teile rauspicken, die für eine Beziehung passen, und die dann quasi so wie so Hashtags auf Beziehung taggen, oder wie? Und kannst du, können den dabei oder fall den wasch oder so? Ja, ich fand das am Anfang ein interessantes Prinzip, für auch so über Beziehungen nachzudenken, so was verbinde ich eigentlich mit der Person an wieso fand ich die Person gut. Also ich merke das von allem, ob der Erbisch so, dadurch mit verschiedenen Leuten, ob der Erbisch einfach gut befreundet sind. Ja. Weil ihn sich sowieso, er hat gesagt, er sich 8 Stunden in der 5 Stunden hoch, wann den 5 Stunden Job hat. Mit verschiedenen Leuten können den dann einfach gut zurecht, dann möchte ich gemeinsam mit das Pause oder so Sachen oder gehen die noch etwas trinken und dann fand ich auch ein bisschen komisch, dann zu sagen, nee, wir sind just Erbeskollegien. Ja. So, nee, wir sind Erbeskollegien auch befreundet, wo man einer Person wunderschön zusammen, du könnt da noch dabei, du könnt da vielleicht auch noch das war das Schilder von der emotionalen Intimität erzählt haben, den Aspekt vielleicht noch mehr groß geht, vielleicht passen schon noch eins du ob ein Kern oder ein Hund von der Person ab oder gehen Pflanzen an der Vakanz ist hier Pflanzen, Netzen, da kommen die Sachen noch dabei, also das kann ihn sich ja dann schon vorstellen. Und auch bei anderen Konstellationen von denen Labeln ergeben sich Menschen interessante Beziehungen. Und ich fand das am Anfang ja ein gutes Konzept, für darüber nur zu denken, für einerseits die Labeln zu haben, für das benennen zu können, was die Beziehung ausmacht,
an andererseits aber auch abzulesen, so die starke Binarität von romantisch versus platonisch. Yes. Ja, und auch die Zusammensetzung von sexuell und romantisch. Dass ich gemerkt habe, dass wenn ich zu einer Person sexuell zu sehen, ich nicht unbedingt romantisch zu ihr zu sehen, aber wenn ich zu einer Person romantisch zu sehen, das heißt nicht unbedingt, dass ich will Sex mit ihr haben, war für mich mega erleichternd, weil zu denken, dass das immer muss zusammen gehen und dann zu merken, dass aber ein Teil fehlt, sozusagen, hat mir oft Gefühl gehen, dass es nicht gut genug ist. Also, dass weil ich viele nicht gut genug ist, wäre einfach die Zucht von Beziehung, dass dann einfach nicht so richtig passt. Was ich relativ beunruhigend fand. Also viel von den Labeln, das muss ich vielleicht noch dabei sagen, die kommen ja ein bisschen so aus der asexueller, aromantischer Community, die sich aus den Gründen, die du auch vielleicht so ein bisschen angedeutet hast, viele Gedanken darüber machen, weil ja alle Leute verliebt sind, ohne sexuell ungezogen zu sein, oder sexuell ungezogen sind, ohne romantisch verliebt zu sein. Wenn ein Teil davon komplett fehlt, dann stellt sich natürlich froh, so als das sind nicht richtig, sind nicht falsch, fehlt irgendetwas zu mir, also irgendetwas Futti um mir. Ich schon mal die Frage auch oft gestellt, also ich meine sogar, dass ich ein bisschen um aromantisches Spektrum irgendwo rundherum hängen kann. Ich bin mir aber nicht sicher und ich gebe die Fändel nicht unbedingt mal untun, weil ich dann einfach an einer romantischen Beziehung bin. Oder mich auch einst schon mal verliebt habe, beziehungsweise gecrushed habe noch Personen. An aber wird das oft in der von so identitären Kämpfen an mir selber so, ja, das ist ja ganz komisch, dass du just die enge Form von Unzählung verspürst und dann halt gar nicht, das passt dir irgendwie nicht bei ihnen. Und für dann zu merken, okay, es gibt einfach viele verschiedene Formen von Unzählung, das kann individuell ganz ähnlich sein. Das finde ich, ja, ziemlich befreiend fand, also so wie du da doch beschrieben hast. Was ich ziemlich gut fand. Ja. Und da kann ich natürlich auch mit den Orientierungslabel spielen, weil, also für mich war es befreiend zu merken, ich kann mich zum Beispiel als lesbisch bezeichnen, aber trotzdem mit mich zu mehr Leute sexuell, sensuell, ästhetisch anzufühlen, sozusagen. Und das kann den, wenn ich die Label will holen, zum Beispiel so eine Person als homoromantisch, pansexuell, polyästhetisch und, ich weiß nicht, homoplatonisch. Also besonders mal sexuell und romantisch kenne ich das ziemlich oft oder 100 schon oft gesehen bei Leuten, die das so labeln und ich fand das am Anfang ziemlich cool, weil Leute das für sich rausfanden. Ja. Bei mir ist das alles immer ein bisschen so ein Mischmasch oder ich kann einfach für alles Bi oder Pan stellen. Perfekt. Ja, tipptopp. Easy. Kann ich für nächstes Ideen. Die sexuelle Switch, tipptopp. Was willst du heute mit nächsten? Freu mich nicht. Ja, und ich meine, müssen die Formen von Unzählung, die sexuell, romantisch, platonisch, sensuell, ästhetisch, die man da abgezählt haben, auch nicht unbedingt ob Geschlecht von der Person, ob die sich bezieht, all labeln. Mir it kein den. Ja. So, das ist das, was ich immer da wollte sagen. Das sind die Wortendungen von romantischer, sexuell auch kein ersetzen durch platonisch, sensuell oder ästhetisch sozusagen. Für das noch so ein bisschen auszuweiten. Übrigens, wenn erst die Smash Crush, Squish Lush und Squish Geschichte viel zu kompliziert war, wir setzen den Link zu der Liste auf als Website direkt ändert das Episode. Da könnt ihr euch dann ausdrücken und so laminieren. Und immer wenn ihr nicht wisst, oder fehlt, dann könnt ihr euch da denken durchlesen. So wird froh vom Anfang auch beantwortet, weil ihr rausfindet, wer den von einer Person will. Okay. Hast du noch gerne letzte Fun Fact, Joel? Von dir, ja, natürlich, immer. Wo ich ein bisschen zu quasi platonischen Beziehungen am Internet recherchiert habe, wo wir schon bei Pflanzen waren und so, habe ich das Wort Zucchini fand. Und Zucchini als Bezeichnung für den quasi oder queer platonische Partner von einer Person und also am Anfang als einem
Witz heraus entstanden. Weil ich meine, ich weiß wieso. So du. Weil Zucchini dieselbe oder ganz no Familie ist mit den Kürbissen, also Squash. Hast du so? Nee, das weiß ich leider nicht. Da muss ich vielleicht noch eine Internetrecherche machen. Aber am Anfang für sich ein bisschen lustig zu machen, dass es keinen partnerspezifischen Term gibt zwischen Partner an College, also Freund, Freundin an College, Kollegin. Und dass dann Leute sagen, they are my Zucchini. Also die Person ist mein Zucchini. Was ich relativ süß fand. Genau, und ich habe auf jeden Fall mindestens 3 Zucchini in meinem Leben. Ja. Das ist ein ziemlich gutes Schlusswort. Yes, ich hoffe, dir denkt heute alle Guten und ihr Zucchini, so hin, dass sie gern hat. Aber wenn ihr da wünscht, dass trägt der Senker fest anzielt ihnen, dass sie sollen den Sex-Podcast lauschen. Yes. Bis die nächste Kehr, Lücken in Rubrik. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was ist Pleasure Mapping? Pleasure Mapping ist eine Technik, wo ich Körperteile erfasst, um herauszufinden, was sich gut anfühlt und was nicht. Das ist eine Art und Weise, für den Grad von Plaisir zu müssen, also eine geografische Landkarte vom Körper zu erstellen. Ziel vom Pleasure Mapping ist es nicht, zum Orgasmus zu kommen, aber vielmehr herauszufinden, was gut geht und Plaisir bringt. Wenn den Lo aber während dem Mapping zum Orgasmus käme, wird er doch nicht schlimm. Für das zu machen, brauche ich noch manst ein Körper an einer Hand. Das kann einem sein eigener Körper sein oder den von einer Partnerin oder einem Partner. Auch mehr wie 2 Personen können teilnehmen. Außer den Händen kann ich auch noch anderes Material benutzen. Ein Feder, Blät von einer Blume, ein dusser Stoff, etwas aus Leder oder veganem Leder, ein Pinuel, also so eine kleine Rondel mit Stacheln drin, ein Zunge, ein Sextoy oder Vibrator oder was ich sonst noch daheim finden kann. Ziel ist, Sachen zu sichern, die sich gut oder interessant auf der Haut auffüllen könnten. Hier kannst du kreativ gehen. Putzt Material für drun gründlich. Die Atmosphäre ist auch wichtig, probier den Raum angenehm zu gestalten, mit Küssen, Geräusch, keiner zu heller Luft, nicht zu warm und nicht zu kalt. Person, die gemappt wird, lädt oder sitzt sich an eine komfortable Position. Sie kann hier Kleider ausdauern oder unhalen. Beim Pleasure Mapping geht es darum herauszufinden, was sich gut anfühlt und wo, und das Federin, dem man möchte, bereichernd und interessant. Es geht auch darum, klar zu kommunizieren und mitzuteilen, was ihr will. Die Person, die gemappt wird, entscheidet, mit welchem Körperteil angefangen wird und teilt das klar mit. Sie entscheidet auch, welches Material benutzt wird und wie viel Druck ausgeübt wird. Genau so entscheidet sie auch über den Rhythmus und den Winkel. Konzentriert dich auf eine Region, die dabei die nächste Körperregion geht. Wenn ihr zu viele Körperteile mit denen stimuliert, kann ihr sehr überfordert gehen. Es geht also einerseits darum, herauszufinden, was gut geht, und wo, aber andererseits auch, wie ihr das kommunizieren kann. Während die Person, die geht, mit dem Druck und mit dem Rhythmus spielen kann, muss sie der Person, die kriegt, die empfängt, genau nachlauschen und auch folgen. Das geschieht teilweise durch verbale Feedback und teilweise durch Körperspruch und nonverbale Reaktionen. Der Feedback kann zum Beispiel so klingen: Das geht gut, mach weiter. Oder mi sehr oder mi los. Oder Stopp, komm mal probieren lot vierter, fängt beim linken Fuß an und geh los weiter rup. Oder das ist sehr intensiv, mach weiter, aber mit meiner Druck. Es geht also darum, die andere Person zu leiten und Kontrolle über seine eigene Plaisir zu kreieren. An dem sie das möchte, also ganz auf den Körper konzentriert, auf wie sich was auffühlt, was angenehm ist, aber was nicht. Sehr konkret, aber beschreibt alle Sensationen, die du spürst.
So könnt ihr das später an einem sexuellen Kontext benutzen, falls ihr das wünscht. Sief eierlich mit dir selber, mit der Partnerin oder dem Partner. Du kannst auch auf einer Skala Feedback über was angenehm ist gehen zwischen 1 und 10. 10 heißt, halt nie damit ab, an 1 heißt zum Beispiel, dass du es komisch oder unangenehm. Auch wenn es etwas findest, was gut geht, bleib nicht so lange dabei, mach und entdeck weiter. Es kann dir noch Sachen probieren erfüllen, die sich an einem anderen, man kontrollierten Kontext nicht trauen gehen. Das kann den therapeutischen Zweck haben. Es gibt Leute, die Pleasure Mapping an einem therapeutischen Kontext anbieten, und das für zum Beispiel freier Traumaen auf eine körperliche Manier zu verschaffen. Das wird meistens an ein paar Sitzungen gemacht, an einem Rhythmus, den sich für den Patient gut anfühlt. Auch hier ist es wichtig, neue, positive Erfahrungen zu machen und darüber schwätzen zu können. Ich professionell ist eine neutrale Person und ich kann die Pleasure Map an Ziele haben. Wenn ihr fertig seid, wenn die Person, die gemappt gouf, genug hat, holt euch Zeit für Feedback. Teil der Erfahrungen. Überlegt euch, was das nächste Jahr andere kann. Verhaltet euch, was euch am besten gefallen hat, und was ihr später benutzen könnt. Pleasure Mapping hilft Vertrauen und Intimität aufzubauen. Es lehrt den etwas über den anderen zusammen auf eine spielerische Art und Weise. So entdeckt ihr selber, was ihr gerne hört, und kann das in Zukunft an intimen Interaktionen mit abbauen. Hier geht es darum, sich besser zu verstehen, mehr verbunden mit seinem Körper zu sehen und unter sexueller Kommunikation zu schaffen. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewonnenen Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS gibt alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.